17. April 2014, Flughafen München. Mit dem Lufthansa-Flug aus Zagreb landet ein Mann, den die deutsche Polizei seit Jahren sucht und der nun endlich ausgeliefert wird. Zdravko Mustač, ehemaliger Geheimdienstchef Jugoslawiens. Deutsche Ermittler werfen ihm Beihilfe zum Mord vor. Mustač wird derzeit vor dem Oberlandesgericht München der Prozess gemacht. Mit angeklagt der frühere Geheimdienstgeneral Josip Perković. Es geht um den Mord an einem Exilkroaten, verübt 1983 im bayerischen Wolfratshausen. Bilder der Beerdigung des Opfers. Stjepan Jureković war erst Spitzenmanager, später Schriftsteller und ein scharfer Kritiker des sozialistischen Jugoslawiens. Diese Bücher ärgerten den damaligen kommunistischen Parteichef Jugoslawiens. Er zitierte den Geheimdienstler Mustač zu sich und schmiss ihm die Bücher des Regimekritikers vor die Füße. Sagte, man müsse all den Müll aufhalten und den Autor liquidieren. Mustač leitete alles Weitere in die Wege. General Perković besorgte dann den Schlüssel zu einer Garage in Wolfratshausen, in der sich Jureković oft aufhielt. In dieser Garage wurde der Regimekritiker Jureković ermordet. Man fand ihn mit 6 Schusswunden und eingeschlagenem Schädel. Doch bei dem Prozess in München geht es um mehr als diesen einen Mord. Es geht um die bisher größte Mordserie im Nachkriegsdeutschland. Titos Nachrichtendienst UDBA ließ im Ausland reihenweise Regimekritiker umbringen, vor allem Kroaten. Zwischen 1946 und 1989 wurden weltweit 68 kroatische Emigranten ermordet. Allein in Westdeutschland 37. Vice Vukojević untersuchte in den 90er Jahren nach dem Zerfall Jugoslawiens die Mordanschläge im Auftrag Titos. Sein Fazit erschütternd. Der jugoslawische Geheimdienst UDBA hat mehr politische Exilanten in den westlichen Ländern getötet als alle osteuropäischen Dienste zusammen. Staatschef Tito hat die Morde schlussendlich genehmigt. Ihm wurden alle Berichte vorgelegt und er entschied jedes Mal, wenn es Vorschläge gab, Regimekritiker umzubringen. Es war Titos Befehl. Josip Broz Tito, im Zweiten Weltkrieg Anführer der Partisanen im Kampf gegen deutsche Besatzer und kroatische Faschisten. Nach dem Krieg bis zu seinem Tod 1980 jugoslawischer Diktator. Tito bekämpfte politische Gegner gnadenlos, auch in Deutschland, erinnert sich der damalige Innenminister Gerhard Baum. Für den Tito war das die Fortsetzung des Krieges. Der hat irgendwo in den Wäldern gegen diese Leute gekämpft, die auf der Seite der Nazis waren. Und da hätte er sie umgebracht. Der Kampf war zu Ende, der Krieg war zu Ende, aber für ihn nicht. Ja, er hatte immer noch die Vorstellung, diese Feinde müssen erledigt werden. Im Krieg. Er hat ein Kriegsdenken. Titos Hauptfeind im Zweiten Weltkrieg war der kroatische Faschist Ante Pavelić, ein Verbündeter Hitlers. Pavelić gründete einen kroatischen Vasallenstaat, ließ Serben, Juden und Roma verfolgen und umbringen. Nach dem Kriegsende dienten Tito die Verbrechen der Faschisten als Rechtfertigung, Regimegegner gnadenlos zu verfolgen. Gojko Bosniak, bei Kriegsende 12 Jahre alt, hatte weder etwas mit Nazis noch mit Kommunisten am Hut. 1961 verließ er Jugoslawien, eröffnete in Karlsruhe ein Lokal, Anlaufpunkt für viele Exilkroaten und Agenten des jugoslawischen Geheimdienstes. Schon 1969 wollten sie mich kaufen, damit ich die eigenen Leute ausspioniere. Haben mir enorm viel Geld versprochen. Ich habe das abgelehnt. 2 Jahre später das Ganze nochmal. Da kam sie wieder. Da habe ich dem Agenten meine Kasse gezeigt und ihm gesagt, siehst du, wie viel Geld ich habe? Mich interessiert kein Geld. Niemand kann mich kaufen. Und dann begannen die Anschläge auf mich.
Im Juli 1972 wurde ein Bombenanschlag auf Bosniaks Lokal in Karlsruhe verübt. Ein Jahr später ein Mordanschlag. Bosniak überlebte knapp. Ich habe mir immer gesagt, sie werden mich früher oder später töten. Jedoch als ehrlichen, anständigen Menschen und nicht als Ganoven oder Kriminellen. Gerhard Baum war in den 70er Jahren erst Staatssekretär, danach Innenminister und war über die Mordserie des jugoslawischen Geheimdienstes auf deutschem Boden informiert. Ich weiß, dass diese Exilkroaten verfolgt wurden. Nicht? Sie sollten getötet werden. Das waren Auftragsmorde und das auf unserem Staatsgebiet. Und dagegen haben wir protestiert. Trotzdem wurde Tito sogar das Bundesverdienstkreuz verliehen von Bundespräsident Gustav Heinemann beim Staatsbesuch 1974. Es war die Zeit der neuen Ostpolitik. Der wurde alles untergeordnet. Der jugoslawische Diktator war dem Westen nützlich. Tito gehörte nicht zum Block der sozialistischen Staaten. Er hatte einen eigenwilligen Charakter und hat Jugoslawien relativ unabhängig von den Kommunisten in Moskau geführt. Und das machte ihn für uns interessant. Sie dürfen immer nicht vergessen, dass es Prioritäten der Politik gibt und Posterioritäten, wie man sagt, also Vorrangiges und Nachrangiges. Und vorrangig war für uns die Ostpolitik. Und das haben wir versucht voranzutreiben, auch mit Erfolg, würde ich sagen. Und da irgendwelche störenden, offenen Flanken aufzumachen, war nicht in unserem Interesse. Für die Opposition ein Skandal. 1971 forderte Franz Josef Strauß in einer Parlamentsanfrage Aufklärung von der sozialliberalen Bundesregierung. Denn SPD-Fraktionschef Herbert Wehner, hier rechts im Bild, hatte in der jugoslawischen Presse empfohlen, die Exilkroaten auf den Mond zu katapultieren. Der damalige Innenminister Hans-Dietrich Genscher verweigerte eine Antwort auf die Anfrage von Franz Josef Strauß. Es zeigte, wie unbequem die Existenz dieser Exilkroaten bei uns waren für das, was wir wirklich wollten, nämlich Gespräche mit der Sowjetunion zu führen, Gespräche mit osteuropäischen Ländern, also Teile des Warschauer Paktes, mit denen zu reden. Das war für uns viel wichtiger als diese Frage. Und Wehner, der mit seinen Gedanken immer sehr deutlich werden konnte, hat das eben ausgesprochen. Die Mordanschläge auf Exilkroaten in Deutschland gingen weiter bis 1989. Erst heute, Jahrzehnte später, stehen erstmals zwei Geheimdienstgrößen vor Gericht. Zdravko Mustač und Josip Perković. Sie haben immer noch Einfluss. Der reicht sogar bis nach München. Nach Erkenntnissen des Bayerischen Landeskriminalamtes, das für die Bundesanwaltschaft ermittelt, sind es inzwischen 8 Zeugen in diesem Verfahren, die entweder in Kroatien leben oder häufig in Kroatien unterwegs sind, die berichten, dass sie auf unterschiedliche Weise manipuliert werden, dass auf sie Einfluss genommen wird. Titos Auftragsmorde sind in Kroatien noch immer ein Tabu. Obwohl das Land inzwischen ein EU-Mitglied ist, hätte es die Auslieferung der Ex-Geheimdienstler am liebsten verhindert. Das bekam auch Ivan Turudić zu spüren. Der Richter am Zagreber Bezirksgericht machte sich mächtige Feinde, denn er sorgte für die Auslieferung. Der Ministerpräsident warf mir vor, das kroatische Recht zu brechen. Der Präsident behauptete sogar, die Fälle seien verjährt. Sind sie aber nicht. Täglich, monatelang gab es Medienartikel in den Pro-Regierungszeitungen, die uns angriffen, auch mich persönlich, wegen der Entscheidung zur Auslieferung. Wenn es um die Aufarbeitung der Auftragsmorde Titos geht, ist Zivilcourage in Kroatien nicht gern gesehen. Der Prozess gegen die beiden Geheimdienstgrößen findet auch deshalb in München statt und nicht in Zagreb.